Bei diesen Küken geht's ums Überleben. Brachvögel schlüpfen nah dran an vielen Gefahren. Aber die Eltern müssten dringend Nachwuchs bekommen. Das ist eine vom Aussterben bedrohte Art. Das ist nie ein gutes Jahr gewesen. Marie Heuberger kämpft um die Küken. Will sie durch die schwierige Anfangszeit bringen. Ich habe einen Fuß. Ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwas flügge wird, diese Saison. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Es lebt! Wie viele Küken schaffen es dieses Jahr? Ende April. Für Marie Heuberger beginnt jetzt eine besondere Zeit. Ich bin aufgeregt. Ja. Nee, es ist schon. Also, es ist ein bisschen aufregend, wenn man halt ein Nest findet. Marie betreut seit 2 Jahren ein Brachvogelprojekt. Das beginnt jedes Jahr im Frühjahr mit der Eiersuche. Dafür muss sie als erstes die Elterntiere finden. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, cool. Genau, also da fliegen jetzt 2 Brachvögel. Die Elterntiere sind wieder da. Jedes Jahr kommen sie im Frühjahr aus dem Süden zurück ins Donaumoos, um hier eine Familie zu gründen. Sobald sich dieser Vogel mehrmals an derselben Stelle hinsetzt, kann Marie sich so gut wie sicher sein, er hat Eier gelegt. Er schaut. Er nähert sich. Mach's nicht so spannend. Er hat sich hingesetzt, oder? Er sitzt. Ja, das sieht gut aus. Dieser Brachvogel sitzt höchstwahrscheinlich auf seinem Nest, könnte also bald Nachwuchs bekommen. Das Nest wird Marie später mit einem Zaun vor Fressfeinden schützen. Oh Gott, ich bin immer echt aufgeregt, wenn ich ein Nest finde. Der große Brachvogel könnte hier bald verschwunden sein, ausgestorben. Heute leben nur noch knapp 500 Brutpaare in Bayern. Damit hat sich die Zahl innerhalb von 40 Jahren halbiert. Er braucht zum Brüten feuchte Wiesen, Moore oder wenig bewirtschaftetes Grünland. Ein sogenannter Wiesenbrüter. Aber sein Lebensraum wird immer kleiner. Nur wenige Küken überleben die ersten Wochen. Normalerweise im Frühjahr hört man ja überall die Vögel rufen und zwitschern. Und Verlust bedeutet in dem Kontext einfach, dass es diese Rufe nicht mehr gibt, dass es einfach still ist, dass man nicht mehr dieses Erwachen und dieses Wunder der Natur erlebt. Genau. Marie und ihr Team wollen gleich zum Nest. In der großen Wiese gar nicht so leicht zu finden. Jetzt muss es schnell gehen. Sobald Marie näher kommt, fliegt der Altvogel weg und die Eier kühlen aus. Deswegen zählt jetzt jede Minute. Müsste ich gleich da sein, gell? Ja, noch ein paar Schritte. Jetzt aufpassen auf jeden Schritt. Bisschen weiter links. Bisschen weiter links. Norbert steht am Fernglas und gibt Marie Anweisungen. Das Nest ist leicht zu übersehen. Nur eine kleine Mulde im Boden mit 4 braungrünen Eiern darin. Wir laufen hinter Marie, um nicht aus Versehen draufzutreten. Also du meinst, ich bin jetzt schon da, oder? An der Stelle eigentlich. Ich hab's! Ja, da muss es sein. Es sind 4 Eier. Ja, cool. Okay, alles klar. Hier schlüpfen bald 4 Küken, wenn alles gut geht. Damit sie nicht von Feinden wie dem Fuchs prädiert, also gefressen werden, baut Marie gemeinsam mit Ehrenamtlichen einen Zaun um das Nest. Biologe Norbert kann durch einen Wassertest herausfinden, wann die Küken schlüpfen. Je weiter das Ei nach oben steigt, desto älter. Dieses Ei ist noch relativ frisch. In 4 Wochen könnte das Küken zur Welt kommen. Unsere Zäune müssen natürlich gut funktionieren, dass eben nichts prädiert wird und es alle Nester schaffen. Also es schlüpfen meist viele und die Zahl reduziert sich dann schnell. Dass die Küken überleben, ist wichtig. Nicht nur für den Brachvogel selbst. Da hängt der Boden mit dran, da hängen viele Kleinstlebewesen mit dran, da hängen noch andere Wiesenbrüter mit dran, da hängen auch dann die in der Nahrungskette weiter oben mit dran, also Greifvögel und Prädatoren. Und
Für dieses Ökosystem steht eben der Brachvogel. Mein Job trägt eben dazu bei, dieses Ökosystem zu erhalten. Mitte Mai in Langenmosen. Die Küken, deren Eier wir vor 4 Wochen gefunden haben, sollten jetzt geschlüpft sein. Heute bekommen sie eine Art Peilsender. Studentin Julia und Projektleiterin Verena Rupprecht unterstützen Marie dabei. Also wir hoffen jetzt natürlich, dass die Küken fertig geschlüpft sind, trocken sind, alle wohlauf sind, fit sind und dass wir die eben jetzt gut besendern können. Also wenn wir jetzt hinkommen und der Adultvogel ist da und warnt und fliegt auf, das ist gut. Ja, man sieht es jetzt schon. Die Elterntiere geben diese Laute von sich, um ihre Küken zu warnen. Vor Menschen oder Fressfeinden wie Füchsen. Und da ist auch schon der Partner, der auch mitwarnt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also sie sind wirklich sehr aufgeregt, man merkt es, wenn man da hinkommt. Sie sind so laut und so aufgedreht und sie kreisen die ganze Zeit über diesen kleinen Schutzzaun. Genau, wir machen es jetzt so, dass erstmal nur 1 oder 2 Personen reingehen, dass wir schauen, wo die Küken sind. Sobald die Küken trocken sind, verlassen sie das Nest. Sind die Naturschützerinnen zu spät dran, kann es sein, dass sie die Küken nicht mehr finden. Da, ich sehe schon eins. Da, im Nest, oder? 2 Stück, 3 Stück. Und das 4. Die Dunkelheit im Beutel soll die Küken beruhigen. Die werden jetzt nacheinander gewogen, gemessen und bekommen dann mit Hautkleber eine Antenne aufgeklebt. Die sendet jetzt Signal. Genau, während die Marie jetzt quasi die Stelle für den Sender am Rücken freischneidet, aktiviere ich schon mal den Radiosender. Solange wir dieses Geräusch quasi empfangen können und peilen können in der Fläche, wissen wir eben, wo unsere Küken sind. Die Antenne ist leicht und biegsam und fällt nach etwa 8 bis 10 Tagen wieder ab. Dann wird sie nachgeklebt. Man kommt ja normalerweise nie so nah an Wildtiere ran. Ist natürlich schon total faszinierend, einfach auch zu sehen, okay, wie entwickeln die sich. Marie betreut die Brachvögel im Donaumoos. Hier leben vermutlich nur noch etwas mehr als 20 Brutpaare, die bereits relativ alt sind. Deswegen zählt jedes Küken. Dank der Antenne können sie die Küken jetzt immer verorten und so zum Beispiel verhindern, dass sie von Traktoren überfahren werden. Ob das klappt, werden wir noch sehen. Landwirtschaftliche Maschinen sind aber nicht die einzige Gefahr für die Küken. In dieser kritischen Zeit steht die Arbeit bei Marie an erster Stelle. Heute ist sie noch mit ihrer Freundin und Kollegin Verena Rupprecht verabredet. Der Landesbund für Vogelschutz schützt seit Jahrzehnten Wiesenbrüter in ganz Bayern. Marie hat Naturschutz und Landschaftsplanung studiert. Seit 2 Jahren betreut sie das Donaumoos. Wenn du dich einfach mega reinhängst, alles in Bewegung setzt und es schaffen trotzdem nicht alle Küken, dann ist es doch auch irgendwie, fühlt sich manchmal doch auch sinnlos an, was man macht. In ihrem ersten Jahr im Donaumoos hat kein einziges Brachvogelküken überlebt. Letztes Jahr waren es immerhin 3, die es geschafft haben. Also ich hoffe, dass wir halt einfach noch mal einen besseren Bruterfolg haben. Also ich hoffe, dass wir keinen einzigen Tod durch irgendwelche landwirtschaftlichen Arbeiten haben. Und ja, mehr als 3 flügge Jungvögel. Ein paar Tage später an einem anderen Nest. Insgesamt sind schon 24 Küken geschlüpft. 2 davon hier. Sie wurden vor einer Woche besendert. Heute soll nachgeklebt werden. Nachklebetermine sind oft so augenöffnende Momente, wo man dann feststellt, okay, wow, irgendwie sind jetzt doch schon wieder einige gestorben. Und ja, deswegen sind es immer gemischte Gefühle. Mit diesen Antennen empfangen sie die Signale der 2 Küken. Studentin Julia hatte sie die letzten Tage verfolgt. Wo hast du sie zuletzt peilt? Also ich glaube, sie sind irgendwo neben dem Jägerstand, da so in der Nähe vom Gestrüpp. Gestern waren sie wirklich sehr nah da, als ich da hingelaufen bin. Das ist schon nicht so gut. Nee, das klingt nicht so gut. Im Gestrüpp, da ist der Fressfeind. Auch andere Anzeichen beunruhigen die beiden. Im Normalfall müssten die Elternvögel ihre Küken jetzt warnen. Also die Küken piepsen die ganze Zeit so leise vor sich hin und die Altvögel kreisen über ihnen. Hier ist das nicht so. Okay, es wird lauter.
Je lauter das Signal, desto näher die Sender. Mit Küken. Also ich denke, es ist irgendwo auf jeden Fall vor mir noch. Es wird sehr laut. Ja, ich habe einen Fuß und 2 Füße. Ja. Es wurde offensichtlich prädiert. Wahrscheinlich von einem Fuchs. Da habe ich auch noch mal einen Fuß. Die Fußfinderin. Auch das zweite Küken. Tot. Also die wurden auf jeden Fall zusammen erwischt. Dann war unser Gefühl wohl richtig. Ja, leider. Das war jetzt so das zweite Nest der Saison, das wir besendet haben. Wenn es natürlich gleich am Anfang so losgeht, gleich nach einer Woche, ja, man ist natürlich enttäuscht. Aber ja, es hilft jetzt nicht, schon mit dem Mai zu verzweifeln. Diese Altvögel bleiben ohne Nachwuchs. Man kann beobachten, dass sie dann noch eine Weile ein bisschen weiter warnen. Also das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren, ob es jetzt einfach nur Gewohnheit ist, dass sie dann weiter warnen oder ob es ein schmerzvolles Weiterwarnen und Trauer um die Küken ist. Die meisten Küken holt der Fuchs. Von denen gibt es gerade viele. Zu viele. Deshalb werden sie bejagt. Von Jägern wie Anton Göbel. Ungewöhnlicher Fall, dass wir im Laufe des Vormittags eine quasi Auslösung in der Falle hatten, und da habe ich die Meldung auf mein Handy bekommen. Man sieht hier, dass wir 8 aktive Fallen haben. Davon sind 7 okay und wir haben einen Fang, und das war heute um 9:28 Uhr. Die meisten Füchse erwischt er mit Hilfe von Fallen. Es ist auch gut möglich, dass ein Hase drin ist oder dass kann auch eine Ratte doch sein oder ein Mauswiesel. Ist ein Fuchs in der Falle, schießt Anton Göbel ihn. Also, da ist die Falle. Da ist ein Wiesel drin. Das Wiesel lässt er frei. Plan B, der Hochsitz. Hier muss er gleich flüstern, um mögliche Tiere nicht zu verschrecken. Es gibt kaum Daten zu den Fuchsbeständen. Aber es wird davon ausgegangen, dass der Bestand in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen ist. Ein Grund: wir Menschen greifen immer stärker in die Natur ein. Und selbstregulierend funktioniert vielleicht in der freien Natur, aber bei uns ist alles Kulturlandschaft. Also es gelten hier nicht die normalen natürlichen Gesetze. Und da kristallisiert sich raus, wer Verlierer des Ganzen ist und wer Gewinner. Also jetzt die Kulturfolger wie der Fuchs und die Kulturflüchter wie der Brachvogel. Und da versuchen wir mit der Jagd unseren Beitrag zu leisten, um das ins Gleichgewicht zu bringen. Füchse können sich an die menschengemachten Veränderungen gut anpassen. Der Brachvogel hat allerdings wichtige Rückzugsorte verloren. Erst schaffen wir das Ungleichgewicht und dann mit enorm großen Mühen versuchen wir wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und das ist der Weg, den wir gehen. Und ich glaube, dass das auch der einzige ist, um das noch ins Lot zu bringen. Allerdings ist die Jagd auf Füchse nicht unumstritten. Wildtierschutzverbände stellen in Frage, wie sinnvoll und effektiv die Bejagung ist. Der Bayerische Jagdverband argumentiert, dass man mit der Jagd auf Füchse andere Wildtiere schützt. Auch Anton Göbel glaubt, ohne die Jäger ginge es dem Brachvogel noch schlechter. Heute hat der Fuchs Glück gehabt. Die Jagd ist nur eine Stellschraube, an der gedreht werden kann. Um die Brachvögel zu schützen, gibt es noch weitere. Ja, das wird wohl kein Lebendfund. Oh nee. Wieder schlechte Nachrichten bei Marie. Von weiteren 4 Küken kommen Signale aus dem Gebüsch. Es sieht halt ein bisschen aus wie ein Fuchsbau da drüben. Das ist so ein Loch und es könnte sein, dass die Küken da alle drin liegen. Von 20 bislang geschlüpften Küken leben jetzt nur noch 5. Unter anderem die, bei deren Besenderung wir dabei waren. Es ist nie ein Jahr gewesen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben genug
die Flügge geworden sind. So, es ist wenigstens Bestandserhalten. Also es war nie auch nur Bestandserhalten und dieses Jahr ist eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Also es ist eben nicht nur ein Vogel, der jetzt ausstirbt, sondern es ist ein ganzes Artenspektrum. Man sagt ja immer, es wäre das größte Artensterben seit den Dinosauriern. Und ja, jetzt hier bekommt man es halt live mit. Viele sagen zu mir immer, oh, toller Job, schöne Tiere, süße Küken. Ja, aber es ist halt eine vom Aussterben bedrohte Art und das prägt auch einfach dann den Berufsalltag. Das ist während der Feldsaison einfach ein Job, bei dem du einfach selber all deine Energie eigentlich reingeben musst. Krisentreffen in Hilpoltstein. Hier hat der Landesbund für Vogelschutz seinen Hauptsitz. Der Verein betreut zahlreiche Natur- und Artenschutzprojekte. Einer der Referenten, Andreas von Lindeiner. Wir haben in unserer letzten Erfassung 2021 feststellen können, dass die Bestandsentwicklung der meisten Zielarten rückläufig ist. Das Problem ist, dass wir offensichtlich nicht genug getan haben, um die Arten in den günstigen Erhaltungszustand zu bringen. Die Ausweisung der Schutzgebiete alleine hat dazu eben nicht gereicht. Und wir müssen jetzt gucken, welche konkreten Maßnahmen müssen wir denn noch umsetzen, damit es den Arten besser geht. Nicht nur der Brachvogel ist bedroht. Auch um andere Wiesenbrüter wie die Uferschnepfe und den Kiebitz steht es nicht gut. Wie kann man diese Arten besser schützen? Dazu hat Marie letztes Jahr eine Studie durchgeführt. Also die zwei wesentlichen Bausteine, die wir so identifiziert hatten, war einerseits natürlich so übergestellt über allem der Lebensraum, der einfach passen muss und wo auch der Hauptfokus drauf sein muss. Und dazu gehört eben auch die Wiedervernässung und dann die entsprechende Bewirtschaftung. Früher waren etwa 4% der Flächen in Deutschland Moorlandschaften. Idealer Lebensraum für Brachvögel. Die brauchen die Flächen für Nahrung und zum Schutz. Aber 90% der Moorflächen wurden entwässert, um sie zu bebauen oder Landwirtschaft zu betreiben. Einer der Hauptgründe, warum es den Brachvögeln heute so schlecht geht. Bayern will in den nächsten 16 Jahren rund 1/4 seiner ehemaligen Moore wieder vernässen. Dafür will der Staat mit Landwirten zusammenarbeiten. Aber das geht nur schleppend voran. Und ich fände es dann schon wichtig, hier den Staat tatsächlich auch in die Pflicht zu nehmen, die Förderprogramme entsprechend anzupassen oder gegebenenfalls auch hoheitlich tätig zu werden, insbesondere auf seinen eigenen Flächen. Marie hofft, dass sich langfristig was ändert. Zum Beispiel in Niedersachsen oder auch Schleswig-Holstein gibt es schon so große Live-Projekte, die viele verschiedene Gebiete unter ihren Schirm genommen haben und halt auf wirklich großer Ebene was entwickeln wollen. Und da sind wir in Bayern einfach noch nicht. Und da werden wir auch nicht innerhalb der nächsten 2 Monate sein. Es ist einfach doch noch ein langer Weg, der einfach viel Kraft und viel Ressourcen braucht. Zurück in Langenmosen. Nur noch 5 von 30 Küken leben. Ja, wenn die jetzt auch noch weg sind, dann ja, wird die Saison leider sehr kurz. Ihre ganze Hoffnung liegt jetzt auf den 5 übrig gebliebenen Küken. Bei allen sollen heute die Sender erneuert werden. Der erste Termin ist bei den 4 Küken, die Marie erst letzte Woche neu besendet hat. Wenn die Altvögel mit einem Trillern warnen, wäre das ein Zeichen dafür, dass es den Küken gut geht. Aber es bleibt still. Und ehrlich gesagt habe ich schon wieder überhaupt gar kein gutes Gefühl. Hier ist ein Beinchen und ein Ring. Hier ist auch noch mal ein Ding. Ah, dann ist das vielleicht, das sind viele welche. Da ist auch noch einer. Ja, bei den ersten Küken denkt man sich halt noch so, ja, Mai, die anderen schaffen es vielleicht. Es ist halt noch, aber jetzt ist es halt, also, ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwas Flügge wird, diese Saison. Man opfert ja auch voll viel von seinem Privatleben, also während der Saison gebe ich halt so alle Energie in die Küken und in die Arbeit, so. Und dann schaffen sie es halt einfach nicht. Also man gibt einfach wirklich so alles und dann schaffen sie es halt trotzdem nicht. Und dann weiß man halt irgendwie auch nicht mehr, was soll man dann halt noch machen. Also Vielleicht gibt's bessere Nachrichten im 15 Minuten entfernten Lichtenheim. Dort lebt das jetzt einzige Küken.
Schau mal, ob da jetzt was Besseres bei rauskommt. Ich hoffe wirklich. Aber das war jetzt das Einzige, das wir halt nachgeklebt haben. Und dass das jetzt halt wenigstens 2 Wochen alt geworden ist, wäre jetzt auf jeden Fall die Hoffnung. Ich würde reinlaufen. Also irgendwo da. Die beiden hoffen, das Küken lebend zu finden. Also auf 1 kriege ich auf jeden Fall ein Signal und es kommt von da. Okay. 1. Das heißt, es ist jetzt im direkten Umkreis von Julia. Ja, ich sehe es. Es lebt! Das einzige besenderte Küken, das noch lebt. Ja, man sieht schon, es hat sich richtig entwickelt seit dem letzten Mal. Es hat schon ein paar erwachsenen Federn. 2 Wochen ist das jetzt alt. Genau, der ist jetzt schon so groß, dass wir diese Farbringe hier dran machen können, die dann eben auch aus der Ferne abgelesen werden können. Dadurch hatten wir zum Beispiel eben diese Ringmeldung aus Marokko von den Küken vom letzten Jahr. Mit Hilfe von zufälligen Meldungen können die Naturschützer so nachverfolgen, wo die Vögel gerade sind. Auch wenn sie flügge sind. Ja, ich bin erleichtert, wahnsinnig erleichtert, dass das eine Küken jetzt noch lebt. Ja, weil wir haben ja jetzt sonst nur die Reste immer gefunden von irgendwelchen verstorbenen Küken. Und jetzt hier halt ein gesundes, fittes Küken zu haben, ist dann schon, kommt wieder ein bisschen Hoffnung auf. Der Sender wird neu an die Haut geklebt. Ganz ruhig, der weiß, dass es jetzt wichtig ist. Schafft das Küken die gefährliche erste Zeit, dann wird es erstmal wegfliegen, nach Marokko oder Südspanien. Nach 2 Jahren wird es zurück ins Donaumoos kommen und dann versuchen, eine eigene Familie zu gründen. Aber zuerst muss es noch die bald anstehenden Mäharbeiten überstehen. Hey, ist geschafft! Yeah. Geil. Oh, cool. Mitte Juni. Die Landwirte müssen mähen. Wäre das Küken in dieser Wiese, hätte es keine Chance. Um das zu verhindern, steht Marie mit den Landwirten in Kontakt. Hallo. Aktuell ist das Küken in der Nähe der Wiesen von Landwirt Rupert Angermeier. Der will heute mähen und in den nächsten Tagen das Heu wenden. Je nachdem, in welchem Bereich das Küken ist, also wenn es jetzt in dem Bereich wäre, dann müssten wir auch beim Wenden noch mal schauen. Aber wenn es jetzt ganz weit weg ist und nicht im Gefahrenbereich, dann könnt ihr auch einfach ohne uns vor euch hinwenden. Ja, jetzt schauen wir mal, ob es überhaupt noch da ist. Genau, jetzt schauen wir mal. Marie und der Landwirt hoffen, dass sie hier kein Signal vom Küken bekommen. Dann kann Rupert Angermeier wie gehofft mähen. Das Heu braucht er für seine Kühe. Also wenn wir jetzt einfach so 200 Meter reinlaufen, dann müsste es eigentlich schon reichen. Ja. Genau, dann machen wir das kurz. Studentin Antonia peilt Richtung Nachbarwiese. Hast du was? Ja. Das Signal scheint aus der Ferne zu kommen. Es ist nichts drin. Genau, wir sind jetzt ein Stückchen hintergelaufen und haben kein Signal bekommen. Die Antonia hat von dort drüben aus der Ferne eins gekriegt, aber ganz leise. Ja. Das heißt, es ist halt irgendwo weiter weg da drüben, aber auf jeden Fall nicht auf eurer Wiese. Rupert Angermeier kann also bedenkenlos mähen. Wäre das Küken drin gewesen, hätte er die Mahd verschoben. Das Problem dabei? Die Qualität des Heus nimmt mit jeder Woche ab. Juli ist fast schon zu spät. Dann ist das Eiweiß weg vom Gras oder vom Heu. Dann hat es keinen Mehrwert mehr. Oder wenig. Aus diesem Grund bekommen die Landwirte Ausgleichszahlungen vom Staat, wenn sie die Mahd für den Vogel verschieben. Die Summe orientiert sich daran, wie viel Ertrag sie verloren haben. Aber die meisten Landwirte wollen die Mahd nicht so weit nach hinten verschieben. Zum Beispiel Elisabeth Wenger. Sie hält im Donaumoos ca. 200 Rinder. Unsere Kühe können sich ja nichts kaufen vor dem Geld. Also die brauchen ja Futter, die brauchen ja Gras und denen bringt ja das Geld nichts. Wir können ja von dem Geld auch nicht Gras kaufen, weil das sind ja die anderen Landwirte, die halt da drin auch ihre Flächen haben, die haben ja selber Viecher, also die brauchen es ja selber. Elisabeth Wenger möchte ihre Wiesen am liebsten so nutzen, dass sie beste Futterqualität ernten kann. Trotzdem hat sie die Mahd wegen der Brachvögel schon mehrmals verschoben.
als Landwirt, wenn du halt einfach nur ein geringes Zeitfenster hast, ist halt das manchmal doch ärgerlich, wenn du jetzt sagst, 2 Tage stehen, jetzt muss man schauen und dann darfst du vielleicht nicht reinfahren, wann noch die Vögelein wieder drin sitzen. Grundsätzlich ist die Arterhaltung ist ja nicht das Problem, also das ist ja auch nicht schlecht. Sie kooperiert deswegen mit Marie, verschiebt die Maat, wenn ein Küken drin sitzt. Der Aufwand für den Erfolg, was die da betreiben, ist jetzt für mich nicht ganz so nachvollziehbar, weil ich denke mal, wenn die weniger die Nester laufen dann und dann einfach mehr an der Natur ihren freien Lauf lassen, dann glaube ich, hätten die mehr Erfolg. Aber wenn die schon zweimal am Tag dahin laufen und schauen, ob die Eier noch da sind, der Fuchs, der wittert ja die Fährte auch. Man hat lange gar nicht gestört. Und es hat jetzt nicht dazu geführt, dass die Bestände hochgegangen sind, sondern es hat einfach nur dazu geführt, dass niemand dokumentiert hat, dass sie gesunken sind. Und es ist halt bei uns immer diese Abwägung von, wie viel stören wir und wie viel Nutzen bringt es. Zum Beispiel den Nutzen, dass es eben fast keinen ausgemähten Brachvögel gibt. Und wenn wir das nicht machen würden, würden eben sehr, sehr viel mehr Küken ausgemäht werden. Die meisten Landwirte hier bemühen sich, dem Vogel zu helfen. Doch besser für den Vogel wäre eine extensive Landwirtschaft. 6 Tage später. Mittlerweile haben viele Landwirte gemäht. Das letzte verbleibende Küken scheint aber alle Mäharbeiten überstanden zu haben. Heute will Marie ein letztes Mal nachkleben. Also es ist jetzt 39 Tage alt. Das heißt, es könnte eventuell schon sein, dass es wegfliegt. Und das wäre natürlich super, weil dann hat es das Küken geschafft. Gerade hatten sie ein Signal, jetzt ist es wieder weg. Aber immerhin warnen die Altvögel. Ein gutes Zeichen. Also ich hab's gar nicht mehr. Ich auch nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass es jetzt 30 Stunden heimlich davon geflogen ist und wir alle gerade nicht in die richtige Richtung geschaut haben. Das Signal kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Wahrscheinlich macht das Küken also gerade die ersten Flugversuche. Marie ist ziemlich sicher, das Küken hat es geschafft. Was denkst du dir gerade? Dass mein Job erledigt ist in Dichtenheim. Und dass es alles gut getimt ist. Ich bin gerade richtig froh. Ja. Hier in Neuburg an der Donau wird heute Resümee gezogen. Gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen, die bei der Nestsuche unterstützt haben. Uns erwartet eine Überraschung. Marie hat nämlich noch 2 weitere Küken entdeckt. Also erstmal voll schön, dass ihr alle da seid und dass ihr euch so krass engagiert habt dieses Jahr zu den Brachvögeln. Die meisten haben es ja schon landlich mitbekommen. Aber es hat jetzt ein Küken in Lichtenhain geschafft. Wir haben dann gar nicht gesehen, dass es geflogen ist, aber wir konnten das dann in den Folgetagen bestätigen, dass das Küken wirklich fliegt. Genau, und der andere erfreuliche Fund ist in Langenmosen. Von diesem Nest haben es nachweislich 2 Küken geschafft. Genau, die haben der Flo und ich noch mal gesehen. Wir haben auch gesehen, wie sie tatsächlich fliegen. Oh. Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben an euch. Für Marie und den LBV zählt jedes Küken. Über mehrere Monate hat Marie die Vögel begleitet. Als sie im Ei waren, als Küken und als Jungvogel. Jetzt wird es für die Vögel Zeit, in den Süden zu starten. Für Marie geht der Kampf um die Brachvögel aber weiter. Dieses stille Aussterben der Natur sichtbar zu machen für Landwirte, aber auch für die allgemeine Bevölkerung. Weil die Brachvögel, die können selber nur trillern, aber nicht reden und das übernehmen dann eben wir.